Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, dem Pericenter und der HR Mohr Seinhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofingen Tagblatt zu 100 Sekunden Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Der Gemeinderat Reiden und die Taskforce haben am Donnerstag über die Ursachen der Kostenüberschreitungen bei der Sanierung der Badi Reiden orientiert. Der 26-seitige Bericht von der Taskforce stellt am zurücktretenden Verwaltungsrat der Badi Reiden AG ein miserables Zeugnis aus. Die Planung des Sanierungsprojekts sei dilettantisch gewesen. Der Zustand des Gebäudes sei nicht bekannt gewesen und der Ersatz einer Lüftungszentrale sei ins Geld gegangen. Die Gemeinderegierung hat sich viel Kritik anhören, dass sie nicht früher hergeschaut hat. Das Zofinger Kinderfest war in diesem Jahr anders als sonst. Unter dem Motto «Kinderfest wie noch nie» haben die Kinder unter der Woche unter anderem ein Lunapark-Feeling erleben und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Die spezielle Ausgabe ist bei den Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall gut angekommen, wie die Stadträtin Raila Sayed in der Live-Sendung von heute Nachmittag vom ZT gesagt hat. Ich muss das bestätigen, ich bin sogar schauen im BZZ, das war so super gewesen. Und kann ich nochmal, kann ich dort nochmal und wenn kann ich nochmal, jetzt habe ich Klasse gegessen, aber jetzt möchte ich doch nochmal auf die Bahn. Und, also das war wirklich eine riesige Freude, dort zuzuschauen. Die ganze Sendung ist zum Nachschauen auf zofingertagblatt.ch abrufbar. Im ZT-Talk zu Gast ist diese Woche mit Daniel Koch, der ehemalige Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim BAG. Der Mr. Corona, wie er in den Medien oft genannt wird, ist Maturredner an der Kante in Zofingen gewesen. Er hat es bedauert, dass gerade von der Jugend in Zeiten einer Pandemie viel verlangt wird. Kein Ausgang, keine Partys, keine Menschenansammlungen, dafür Schutzkonzept mit Maskentragen und Homeoffice. Im ZT-Talk redet Daniel Koch unter anderem auch über die Fußball-EM, für die er trotzdem ein gutes Gefühl hat. Man muss schauen, dass man alles möglich macht, was irgendwie mit einem Abschieberisiko möglich ist. Weil Fußball ist der Spitzensport, der die Jungen antreibt, Sport zu treiben. Und der Massensport, der Breitensport, der so wichtig ist für die Gesundheit der Bevölkerung, den gibt es ohne Spitzensport nicht. Und darum ist es auch wichtig, dass auch das am Leben bleibt. Unihockey Mittelland hat endlich einen Trainer für seine Erstligamannschaft gefunden. Mit dem Roman Pass kommt ein altes, bekanntes Gesicht auf Alten zurück. Der frühere Verteidiger ist während 8 Jahren bei Unihockey Mittelland vor allem als aggressiver Leader auf dem Platz bekannt gewesen und verlangt jetzt auch von seinen Spielern eine kämpferische Einstellung. Was der Roman Pass über seine Rückkehr und seine Ziele mit Unihockey Mittelland sagt und weitere News aus der Region gibt es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und auf zofingertagblatt.ch. Ein schönes Wochenende, bleibt gesund, ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT-Newsroom ist Ihnen präsentiert worden. Von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort, vom Pericenter, alles da in Aarburg-Oftringen und der HR Mohr Seinhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.